Das Köln-Ding der Woche. Der Podcast zur schönsten Stadt der Welt. Präsentieren euch der Uli und der Frank. Hallo und herzlich willkommen zurück. Hier ist wieder euer Köln-Ding der Woche und heute mit einer ganz besonderen Ausgabe. Wir haben wieder eingeladen die Jungs von letzter Woche, mit denen wir über die Bläck Fööss gesprochen haben. Aber diesmal sind wir nicht in unserem heimischen Studio, sondern wir sind quer über die Ringgasse gegangen, sind über den Heumarkt gegangen und sind jetzt im altehrwürdigen Gürzenich gelandet. Mir gegenüber sitzt der Struze Jupp aus Zollstock, Frankie Mausbach. Und mir gegenüber, wie immer ist meine erste Freundin, der Leben Uli. Und wir haben vor 14 Tagen aufgehört mit der, sage ich mal, Take That Moment von den Bläck Fööss. Tommy Engel verlässt die Band, so wie Robbie Williams damals Take That. Und viele Putzfrauen sitzen auf der Straße und versuchen sich die Tränen zurückzuhalten und sind total traurig. Wie ging es denn mit den Fööss eigentlich weiter? Weil wir das natürlich selber nicht wissen, haben wir uns kompetente Ansprechpartner eingeladen, die Ecki und den Jörg, die beide eine Diplomarbeit bei der Akademie für uns Kölsch-Sprach geschrieben haben über die Bläck Fööss, über 50 Jahre Bläck Fööss. Wir haben letzte Woche vielleicht die ersten Pi mal Daumen 25 Jahre geschafft. Jetzt sind wir hier im Gürzenich und wollen über die 25 Jahre und über die Zukunft sprechen. Und es ist kein Zufall, dass wir hier im Gürzenich sitzen, weil wir wollen natürlich auch gucken, wie ist der Zusammenhang zwischen dem Wandel bei den Bläck Fööss, dem Weggang von Tommy Engel und der Geschichte des Karnevals. Oha, da hast du aber jetzt ganz schönen... ja, dafür haben wir doch kompetente Ansprechpartner hier. Okay, also fangen wir dann doch nicht an mit dem Nachfolger von Tommy Engel, sondern wir fangen mal an, wie war denn der Karneval, ich sag mal, in den 70ern, 80ern, 90ern und wie ist er denn dann in den 2000ern bis jetzt geworden? Das ist doch mal eine interessante Frage. Ja, das ist ein Durchfluch, ne? Ihr habt 90 Sekunden Zeit. Wir haben 90 Sekunden Zeit, ja. Machen wir, ne? Dieter Thomas Heck anschalten, dann geht das. ZDF, genau. So, also in den 70ern war es ein sehr formelles Event mit Frack, Smoking und allem Pipapo. Dann kamen die Anarchisten auf die Bühne und die haben dann plötzlich den Laden aufgemischt. Die haben nämlich Stimmung in den Laden reingebracht und das war am Anfang sehr verpönt. Nach und nach mussten die Literaten, die also die Bands oder die Sitzung zusammenstellen, die mussten dann die Bläck Fööss einladen, weil die Leute nach denen gefordert haben. Und anfangs haben die Bläck Fööss ja noch nicht viel Repertoire gehabt. Das heißt, die haben ihre paar Lieder da zum Besten gegeben. Und es waren damals in erster Linie so Lieder, die relativ, sagen wir mal, heute bezeichnet würden als Bierlieder, nämlich Stimmungslieder. Und die kritischen Lieder haben sie dann unterjährig versucht einzustreuen. Also schon eine spannende Zeit, glaube ich, weil wirklich der Frack-Karneval, so würde ich das mal bezeichnen, so war es ja dann auch bei den Prunksitzungen, den großen Heeresitzungen, ne? Das weiß ich schon, also kann ich mich bei meinem Vater, der ist jetzt 91, noch dran erinnern, der hat sich erstmal verkleidet, habe ich immer gedacht, nee, der hat einfach einen Anzug angezogen und ist mit Schirm, Schram und Melone zu so einer Herrensitzung gegangen. Und ich dachte, was macht der eigentlich? Geht der zu einem Begräbnis oder was läuft der ab? Ne? Aber das wandelte sich komplett. Waren die Fööss Profiteure oder waren das die Auslöser für diesen Wandel? Ich glaube Auslöser. Im Wesentlichen Auslöser. Weil sie wussten ja selber nicht, ob das funktioniert, was sie da tun. Hatten auch ein bisschen Angst, weil sie ja teilweise noch nebenberuflich gearbeitet haben. Ne? Also da gab es ja den einen oder anderen, der noch wirklich in der Lehre war oder beim Amt gearbeitet hat. Und dann erst mit der Zeit hat sich halt entwickelt, dass sie auch Profiteure wurden. Also war der Karneval für die Fööss, wie ihr eigentlich schreibt, Fluch und Segen tatsächlich? Ja, ganz bestimmt. Also wir haben ja in der letzten Folge schon über den Ausstieg von Tommy Engel gesprochen. Danach auch durch andere Besetzung, andere Sängerbesetzung, da gab es ja noch mal den einen oder anderen, der da Frontsänger gemacht hat, hat man sich dem Karneval, glaube ich, wieder ein bisschen angenähert. Ne? Es gibt wunderschöne Stimmungslieder, die, glaube ich, eher mehr in den Karneval passen.
Bickendorfer Bütchen, haben wir eben schon mal drüber gesprochen, oder auch Etienne Gaynor, der uns sät, wie man fast so laufen, vieren, der ist ein toller Samba. Ne? Also das sind tolle Lieder, die, glaube ich, aber eher für den Karneval geschrieben wurden, gemacht wurden. Und die anderen Lieder waren ja wirklich, wie wir das auch schon gesagt hatten, ja, Stimmungswiedergabe von Menschen, wie das Stadtbild aussieht. Ne? Also eines, nicht mein liebstes, aber eines der schönsten Lieder ist Unser Veedel, ganz kritische Auseinandersetzung mit der Stadtplanung damals. Ne? Kommen wir doch eigentlich hier jetzt an den Kern des Selbstverständnisses der Föß, wie ihr das auch in eurer Diplomarbeit recht gut beschrieben habt. Ihr sagt, die Jungs hätten sowas wie eine gesungene Stadtchronik eigentlich rausgegeben. Also eine meiner Lieblingsplatten ist dieses Was habest du in die Sack? Mit diesen Liedern hier, Richmodis, mit Fischers Köbis ist da drauf. Die hier Schlacht von Worringen, ganz sensationell gut. Das sind natürlich diese Lieder, die wahrscheinlich kommerziell nie durchgeschlagen sind, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Nee, die meisten davon kennt ja kaum einer. Ja. Also wenn man sich nicht mit dem Föß beschäftigt, dann kriegt man die nicht mit. Und selbst wenn man auf der Black-Föß Webseite in die Liedertexte geht, da sind ja nicht alle abgebildet. Da haben sie die abgebildet, die am Wesentlichen nachgefragt sind. Und deswegen fehlen da halt auch solche speziellen Lieder, die keine große Resonanz erzeugt haben. Also nach Tommy Engel 94 kam ja Kaffee Biermann. Und ich hatte so das Gefühl, wie ich den damals das erste Mal auf der Bühne gesehen habe, das wäre jetzt auch so eine Chance für die anderen Mitglieder. Das heißt Chance. Ich sage jetzt mal Chance vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die anderen Mitglieder der Band, die ja noch die Urband waren, konnten jetzt, sage ich mal, so ein bisschen aus dem Schatten des großen Tommy Engels irgendwie so raustreten. Ja, da muss man aber mal zum Anfang noch mal zurückkehren. Ja. Als die Föß entstanden sind, da mussten die alle vorsingen. Und dann hat der Produzent entschieden, wer der Leadsänger ist. Und das hat sich dann zufällig zum Tommy Engel herauskristallisiert. Und er war dann ja auch im Laufe der Zeit die Rampensau, der von nix fies war und so Sachen. Und als der 94 weg war, da standen die Föß ja erstmal so 2 Jahre auf der Kippe, ob sie überhaupt überleben. Und dann haben die sich halt mit Kaffee Biermann einen neuen Frontsänger geholt, aber in dem Bewusstsein, nicht nochmal in so eine Situation reinschlittern zu wollen, wie wenn der Leadsänger aussteigt. Und deswegen wurde dann sehr schnell dafür gesorgt, dass sich die Lieder auf mehr Schultern verteilten. Und dann mussten auch die anderen plötzlich mal ans Mikrofon und die Moderation übernehmen. Und das war für den einen oder anderen ein schwerer Weg erstmal. Aber die haben es ja alle super gemeistert. Ja, ich finde jetzt auch gesanglich, fand ich die anderen auch gut. Also. Ja, waren sie auch. Also ich meine, das hat ja auch einen musikalischen Hintergrund. Tommy Engel hatte eine sehr kräftige, breite Stimme. Ne? Höhen und Tiefen konnte der sehr gut einbauen. Wenn du Peter Schütten singen hörst, der hat einen Bariton, der geht in eine Bassrichtung, der kriegt die hohen Töne nicht so raus. Das ist gar nicht so sein Ding. Und das zieht sich auch heute so durch. Also jetzt gibt's ja eigentlich 2 Frontsänger, damit eben so eine Situation gar nicht entsteht und die sich in den Liedern austauschen können. Das wird auch teilweise so gemacht, dass ja nicht immer der gleiche Sänger das gleiche Lied singt. Also wenn du die mal in unterschiedlichen Konzertumgebungen siehst, dann tauschen die sich aus. Finde ich auch ganz spannend. Das ist wie bei uns. Das ist wie bei uns. Das ist wie bei uns. Siehst du? Ne? Ja. Mein Gott, wir sind wie die Föß. Ja, was ich aber wirklich gut fand, war, dass trotz, sag ich mal, Austausch des Personals, nenne ich das jetzt mal, sag ich mal, diese Gesellschaftskritik und Stadtkritik oder diese Relevanz der Songtitel, der Black Föß auch nicht aufgehört hat. Also man hat da nicht gesagt, so, okay, jetzt der Tommy Engel wollte jetzt unbedingt was weiß ich was und jetzt machen wir nur noch Rums-Bums-Musik. Nein. Die Lieder sind immer noch, ich sag jetzt mal, auch die neueren Sachen sind immer noch, sag ich mal, relevant für die Stadt. Das ist das, was die Föß meines Erachtens nach ja heute immer noch auszeichnet. Du hast immer noch diese Lieder, wir haben gerade eben gesprochen über diese Platte, Was habest du in die Sack? Das ist heute vergleichbar mit dem, was der Stammbaum ist oder auch das Lied von den Edelweiß-Piraten. Das ist einfach mit totaler Haltung und wirklich absoluter Relevanz, was die der Jungs da gemacht haben. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir den Zufall irgendwie beim Schopf gegriffen haben und haben gesehen, da ist nichts über die Black Föß geschrieben worden.
da muss einfach jetzt einer noch mal was anderes schreiben. Es gibt natürlich eine ganze Menge Literatur über die Bläckfüß, aber wir haben es halt mal versucht, eben auf Kölsch und diese Dinger auch so rauszuarbeiten, dass das weitergetragen wird. Und das, wie du das gerade schön sagst, ne, wir haben uns witzigerweise Ende letzten Jahres bei einer Wanderung über die Edelweißpiraten unterhalten. Das ist jetzt nur ein kleiner Ausflug. Die wurden ja bis, was hast du gesagt, 2006 wurden die ja gar nicht wirklich richtig wahrgenommen als Menschen, die sich gegen den Nationalsozialismus gewandt haben. Kriminelle gesehen. Das Genau, sie Kriminelle als und Verbrecher und es guckt nach Österreich gerade, ne? Das wird immer relevanter. Nur guck dich überall um, ehrlicherweise. Anderes Thema, aber uns auch, es ist ja. eine grausame Zeit. Ja gut, aber ich meine, das Engagement auch bei Arschu Zeng auseinander von den Föß, ich meine, man könnte es sagen, nee, sage ich nicht, sondern die tanzen auf jeder Hochzeit, die wichtig ist. Ja, gut, so kann man es formulieren. Ja, genau, so ist richtig. Also das genau. war gesellschaftskritisch, wussten sie, oder sie haben sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gestellt. Auch allein diese ganze Geschichte um dieses Lady Black Mombasa Konzert da auf der Domplatte, das ist ja irre. Also das musst du erstmal, wer macht das heute? Was ist da passiert um diese ganze Geschichte mit dem Lady Smith Black Mombasa? Ja, was ist da passiert? Ja, jetzt musst du einen raus. Jetzt muss ich einen raushauen. Ja. Also Hintergründe kriege ich jetzt aus der Osterlameng auch nicht mehr so ganz mit. Wir haben es ja mal aufgeschrieben. Ne? Pass auf, es gibt er mir wieder einen Liedzettel. Also das war ja, genau, jetzt habe ich es wieder. Ne? Nelson Mandela wurde aus der Haft entlassen. Und dann gab es einen Empfang. Und da gab es einen Song, da sangen die Föß den Song Homeless. Und das war eine südafrikanische Band eben, die sie eingeladen hatten. Und das ging halt um die ganze Anti-Apartheidsbewegung. Auch ein riesiges gesellschaftskritisches Ding, was ja mit Köln eigentlich überhaupt gar nichts zu tun hatte. Ne? Also man hat es aber trotzdem, und das war auch, glaube ich, so ein Verdienst immer von Tommy Engel, der es dann doch geschafft hat, Kölner mitzunehmen, auf Kölsch, in Kölscher Mundart, diese Dinge zu transportieren. Ich kenne keine Band in Deutschland, die das in irgendeiner Weise auf die Beine gestellt hat. Auch nicht in Bayern. Ich habe da mal ein paar Tage verbracht, kenne ich nicht. Kenne ich auch nicht. Ja. Das heißt, diese Geschichte mit diesem Nelson Mandela und Homeless war tatsächlich einer der Höhepunkte in der Bandgeschichte. Das haben die so bezeichnet, ja. Also wir haben bei den Interviews ja auch immer gefragt, was war euer Highlight? Und der Hartmut Pries hat das dann auch sehr klar formuliert, dass das eins der größten Erlebnisse im ganzen Leben gewesen ist, weil das eine unfassbar gute Stimmung zu einem unfassbar wichtigen Thema seiner Zeit erzeugt hat. Das heißt, ihr habt für die Diplomarbeit nicht nur Sekundärquellen ausgewertet, euch Texte angeguckt, sondern ihr habt auch mit den Föß gesprochen? Mhm. Haben wir, ja. Wir haben ein langes Interview mit Hartmut Pries geführt und wir haben ein langes Interview mit Piet Hupperten geführt. Und es war jetzt eher reiner Zufall, warum es die beiden waren, aber wir wollten aus beiden Generationen der Föß einen Ansprechpartner haben und die haben sich freundlicherweise zur Verfügung gestellt, mit uns dann so einen Austausch zu führen. Wie ist der Hartmut Pries so drauf? Naja, jetzt ist er ja schon ein bisschen älter, aber und der ist auch gar kein Kölscher, sondern der ist ja aus Berlin stämmig und der spricht auch nicht wirklich Kölsch und lebt heute, sage ich mal, eher zurückgezogen, aber er war ein unfassbar lustiger und unterhaltsamer Interviewpartner, der mir sehr viele Anekdoten aus damaligen Zeiten erzählt hat, nur die durften man leider nicht in der Diplomarbeit verarbeiten. Aber hier im Podcast. Aber hier darf man das machen. Nee, das ist für alle Medien. Das gibt Ärger. Machen wir. Aber wie geht das? Ruft man einen Hartmut Pries an und sagt, steh mir mal Rede und Antwort, oder wie funktioniert sowas? Nee, ich habe das Bläckfüß Management angeschrieben, habe gesagt, wir machen an der Akademie für uns Kölsche Sprach eine Diplomarbeit über die Bläckfüß und ich würde gerne mit jemandem ein Interview führen. Und die haben das dann vermittelt. Und dann ruft man den Hartmut an und sagt, hören's, jetzt schwaden wir uns über den Läwe. So ungefähr. Ja. Also sind ja nahbare Typen. Beim Pitt war es ein bisschen einfacher, weil das ist ein Bruder von einem Nachbar von mir und der Pitt wohnt auch, ich glaube, Luftlinie 400 Meter weg. Wir kennen uns schon lange, deshalb war das da wirklich einfacher und da kriegt man den Zugang natürlich super schnell. Und mir war das auch lange nicht bewusst, dass der so eine Karriere einschlägt, weil der ist super lange Musiker. Hat eine eigene Band noch, die jetzt aber eher mal ruht.
Pit Hupperton und die Allerwertesten, ne? Also der macht Musik von bis, ja. Also der ist wirklich ein toller Musiker, der macht von Jazz bis über alles mögliche Musik. Und irgendwann ist er ja vorgeschlagen worden, ne? Sollte da mal vorsingen, da wäre eine Stelle frei, er sollte sich da mal bewerben. Und er hat es ja dann auch geschafft. Wie viel Konzerte im Jahr geben die ungefähr? Oder Auftritte, kann man vielleicht besser sagen? Kann man das schätzen? Oh, das habe ich gar nicht gefragt. Doch, das hat niemand erzählt. Das sind locker mal 500 Auftritte. In der Karnevalssession ja viel Veranstaltungen, manchmal 5, 6 am Abend, also so in der Hochphase der Karnevalssession, und das ergibt sich dann im Jahr schon zu ganz, ganz vielen. Sie machen ja auch sehr viel Charity-Sachen, so kleinere Sachen, fahren aufs Land und so, weil die den Bezug zu den Menschen nicht verlieren wollen, die so überall unterwegs sind und die nicht die Gelegenheit haben, auf einer Domplatte bei so einem großen Open-Air-Konzert teilzunehmen. Ja, also und dann sind die halt auch schon im Bierzelt bei vielen, ne? Also wie zum Beispiel bei eurem Schützenfest in Schiltschen. Ja. Gut, aber da gibt es auch die enge Verbindung. Das ist ja ganz da gibt es die enge Verbindung. Und also wir haben ja noch ein Event eigentlich ausstehen, in dem wir uns mit den jetzigen Föß mal in irgendeiner Form treffen, weil die Übergabe dieses Diploms hat natürlich auch stattgefunden, eher an den Pit, aber das wollen wir da insgesamt machen. Jetzt habe ich ihn zufälligerweise am Heiligabend bei uns im Irish Pub getroffen. Haben wir so Heiligabend ja, wo man so ist, da haben wir noch ein Bier zusammen getrunken. Und dann sagt er, du kannst mich gerne wieder irgendwann Mitte März, Anfang April ansprechen. Bis dahin bin ich abgetaucht. Ja. Ich würde gerne noch einen kleinen Exkurs machen. Das wäre mir persönlich auch sehr wichtig. Da geht es um einen Mann, der für die Föß von entscheidender Bedeutung ist. Das ist nämlich Hans Knipp. Oh ja. Wollt ihr das uns mal erklären, was Hans Knipp mit den Föß zu tun hat? Der war ja nie Bandmitglied. Nö, der war nie Bandmitglied. Eine Müllemer Jung, der hat Texte geschrieben. Nicht nur für die Föß, aber eben auch für die Föß. Und da gibt's eine ganze Menge an Liedern, die man so kennt. Ne? Ich lese das mal vor, weil das haben wir auch schön in unserer Diplomarbeit geschrieben. Melossen der Dom in Kölle, das kennen eine Menge Leute. Wir haben übrigens bei uns in unserem Kurs, den wir immer noch weiterführen, eine Amerikanerin, die kommt, glaube ich, aus Denver, die wollte einfach mal wissen, was das heißt, und ist dann in diesen Kurs gegangen. So doll sind die Lieder, ne? Meine erste Freundin, Buredanz und alle diese Dinge, die sind von Hans Knipp. Der hat über 800 Lieder geschrieben, der Mann, ne? Ja, über 800 Lieder, und sein erstes Lied, was bekannt geworden ist, war "Mir schenke der Aal ein paar Blömscher". Was ja ein wunderschönes Lied ist. Ja. Da kann man bestimmt auch ein super Karnevalskostüm draus machen. Ich überlege mir da mal was. Ja. Großartig. Also, ich mache mal eine steile These. Wenn es den Hans Knipp nicht gegeben hätte, gäbe es die Föß in der Form nicht. Oder ist das zu steil? Also in der Form gäbe es sie sicherlich nicht, aber sie gäbe es, weil es haben ja auch andere für sie Lieder geschrieben und sie haben ja auch selber Lieder geschrieben. Aber er hat schon einen großen Anteil daran, dass es so ein steiler Erfolg geworden ist, über so viele Jahre sich in der Musikbranche zu halten. Jetzt ja über 50 Jahre, das ist schon Wahnsinn. Naja, man darf auch vor allen Dingen nicht vergessen bei dem, ob Hans Knipp, ich weiß gar nicht, ob er trinkt doch eine mit, hat er auch geschrieben. Ja, das ist schon sehr lange her. Ne? Hat er auch geschrieben? Das ist nicht von dem, aber das ist nicht von dem. Aber das ist ja von Kölle, und ja, was man als Kölner auch kennt, ist ja eine Besuch im Zoo. Das Besuch haben die Föß aber gar nicht gesungen. Der hat ja auch für andere geschrieben. Ne? Ja, aber ich finde das so bemerkenswert, dass bei den Föß, sage ich mal, ein Lied, das 3. Lied oder so, was sie ausgekoppelt haben, ist "Trink doch eine mit", ich glaube von 71. Und das wird immer noch wie geisteskrank gesungen an Karneval. Ja, das ist ja auch ein tolles Lied. Ja, Ne? Also das stellt Gemeinschaft dar. Ja, das ist über 50 Jahre her. 50 Jahre, richtiges Stichwort. Irgendwann hatten die Föß dann auch mal ihr großes Jubiläum, und das war vom Timing her tatsächlich eher schlecht. Genau. Was ist denn da passiert? Ja, beim 50-jährigen Jubiläum, das ist halt der Covid-Situation zum Opfer gefallen, und wie sich ja jeder gut dran erinnern kann, waren wir da plötzlich alle eingesperrt. Und das mit ungewissem Ausgang und viel Unsicherheit. Und dann hat sich das halt lang hingezogen, im Endeffekt 2 Jahre, bis sie diesen Auftritt dann auf der Domplatte machen konnten.
Das heißt, es war dann 50+1 oder 50+2, glaube ich, was. 50+2, ja. 50+2 war es am Ende dann sogar, ne? Genau. Bis die armen Jungs auf der Domplatte endlich ihren großen, lang geplanten Jubiläumsauftritt machen konnten. Wie geht's weiter? Ich meine, wir haben jetzt 2025. Wird es 2050 noch ein 75-jähriges Bandjubiläum geben? Naja, soweit kann keiner gucken. Aber was die alten Föß auf jeden Fall wunderbar gemacht haben, sie haben die Nachwuchskräfte, wenn man so will, immer sehr moderat und vorsichtig an die Band rangeführt und integriert und nicht irgendwie mitlaufen lassen, sondern richtig mit einbezogen und haben dann das Zepter sukzessive weiter übergeben. Und damit ist sichergestellt, dass die Musiker beim Publikum ankommen, dass das Publikum die auch ernst nimmt und dass die neuen Föß quasi im Geiste der Alten auch vieles weitermachen, manches verändern, manches weiterentwickeln, so wie das halt im Laufe der Zeit immer mal wieder passierte. Und sie werden noch ein paar Jahre uns erhalten bleiben. Eine interessante Frage ist ja auch, was ihr glaubt, wie sich denn die kölsche Sprache entwickeln wird. Oder ich sag mal, werden in 50 Jahren die Leute wieder mehr Kölsch sprechen? Das kann ja auch durchaus sein. Ne? Manchmal gibt's ja so Wellenbewegungen, dass es in die andere Richtung reingeht. Oder werden wir ganz, ganz lange suchen müssen? Oh, das ist auch schwierig zu beantworten. 50 Jahre ist wirklich weit nach vorne gedacht, aber indem wir halt in der Akademie unseren Dienst tun, in Anführungsstrichen, und in unserem Kurs, wenn ich das mal in diesem Mikrokosmos so betrachte, auch Leute unter 30 sind, kann ich mir schon vorstellen, dass aus das Denver, stattfindet. Colorado. Aus Denver, Colorado, genau. Aber auch Leute hier aus der Gegend, aus der Stadt. Und man soll doch bitte einfach mal sich wieder trauen, ein bisschen Kölsch zu sprechen. Es ist so eine schöne Sprache. Und wenn man das nicht so platt daher redet, sondern schöne Begriffe im Köln. Es gibt so schöne Begriffe im Kölschen. Ne? Also was mir jetzt nur einfällt, das ist eigentlich gar kein lustiger Begriff, aber das haben wir zuletzt noch irgendwie ein bisschen gelernt. Heißt ja, wenn man früher ein uneheliches Kind hatte, ne, dann war das ein Malörchen. Ja. Ist das nicht schön? Schön. Besser kann man es doch gar nicht sagen. Und es gibt so viele schöne Begriffe. Oder wenn du fremd gehst, ist es ein Fisternöllchen. Fisternöllchen, ja, genau. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, wenn viele Leute daran arbeiten und das nach außen tragen, und das sehen wir ja noch ein bisschen auch als unsere Aufgabe an der Stelle, dann kann ich mir das gut vorstellen. Wir nehmen das auch mal jetzt als Auftrag mit für uns, weil wir machen immer alles auf Hochdeutsch. Wir könnten das auf Kölsch machen, aber unser Kölsch ist ja Straßenbahn-Kölsch, wie man wissen, ne? Das ist ja so. Aber besser Straßenbahn-Kölsch als Jacke-Kölsch. Ja, das ist auch richtig, das mäht ja auch nichts, weil es gibt ja zwei Kölsch. Das eine ist ja das Straßenbahn-Kölsch, was ihr habt, und das andere Oxford-Kölsch. Das andere ist das Oxford-Akademie-Kölsch. Und da kommen wir nicht hin. Diesen Richtungsstreit, den wollen wir uns ja nicht anschließen. Nee. Wir vermengen das auch dauernd. Ja. In diesem Sinne, liebe Leute, hört die Föß. Sprecht Kölsch, hört die Föß und schwart ob Kölsch mit Mulje wasen es. So ist es. Lasst euch eine schöne Karnevalszeit genießen. Feiert ordentlich, singt die Kölschen Lieder, legt euch in den Armen, bützt den rechts und links von euch. Wir sind auch zu finden in der Karnevalszeit. In unseren Stammkneipen, kommt vorbei. Für jeden, der das Stichwort Köln-Ding der Woche sagt, gibt's ein Freikölsch. Wir bedanken uns bei unserem Besuch. Ihr wart großartig. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Und wir werden Folgendes machen. Wir werden die Diplomarbeit als Link in die Shownotes legen. Dann kann jeder da mal entsprechend seinen Blick reinwerfen. Hören's, es lohnt sich. Vielen Dank. Alaf und feiert ordentlich wasserlaufend. Moment. Eine Frage bleibt noch. Hätte dabei da vergessen. Oh, hätte ich fast vergessen. Eine Frage bleibt noch. Und jetzt werden die Jungs gleich ans Schwitzen kommen, weil in der Diplomarbeit haben sie ihre Top 10 Lieblingssongs genannt. Und jetzt haben wir die schwere Aufgabe, dass die beiden uns jeweils eins oder das Top-Lieblingslied nennen müssen. Und zwar nicht, ich möchte eine Top 3 machen, keine Top 5, sondern nur, jeder von euch darf ein Lied nennen mit der Ausnahme. Der Ecki darf nicht das Rollbrett nennen, weil damit ist er sozialisiert worden. Genauso wie das Schützefest-Lied beim Jörg, das war sein Initiationsritus für die Föß. Also die beiden Lieder scheiden schon mal aus. Und auch unser vollkommen überbezahlter Tontechniker möge sich mal Gedanken machen, was sein Lieblingslied ist.
Geben wir den beiden noch ein bisschen Zeit. Fangen wir bei dir an. Was ist dein Lieblingslied? Mein absolutes Lieblingslied ist Ming Ätzte Freundin. Sehr schön. Es war nicht der Uli, aber das ist ein wunderschönes Lied. Der vollkommen überbezahlte Tontechniker. Was ist dein Lieblingslied? Ja, am Bickendorfer Bütchen. Am Bickendorfer Bütchen, sagt er, wo wir alle wissen, dass es natürlich ein Bierlied ist. Aber gut, okay, wollen wir mal mit parat kommen. Ne? Mein Lieblingslied ist Ich han ne Deckel, also noch 10,80 Mark Drupp. Und jetzt hattet ihr genügend Zeit. Jörg, was ist dein Top 1, Top Hit? Absolut zeitlos und ich hoffe, jeder hört mal richtig rein. Unser Stammbaum. Sehr schön, ja, vielen Dank. Ecki, du hast das Schlusswort. Herzlichen Dank, dass du mir das weggenommen hast. Ne? Aber das ist nicht schlimm, weil das tut so viel. Und ich sag dann, in unserem Fädel, da kriege ich echt Hühnerpelle ob der Haut. Und das ist wirklich ein wahnsinnig gutes Lied. Wir packen auch übrigens nochmal einen Link zu unserem Fädel in die Shownotes rein. Vielen lieben Dank, feiert ordentlich Karneval, Alaf und Ching Bum. Yes. Wir sind die Blasmayet und Blumskapelle und verabschieden uns in den Karneval. Zum Hodel und Brasil Forte. Das war die neueste Folge vom Köln-Ding der Woche und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, folgt uns auf Instagram und Facebook und auf TikTok, da sind wir unter das Köln-Ding zu finden. Auch auf Polygy sind wir natürlich zu finden, weil es da unseren Podcast gibt. Und auf Spotify, Apple, RTL Plus, überall da, wo es Podcasts gibt.